explodierende Faust. Schönen guten Tag. Prost! 5 Fragen. Auf jeden Fall mit das Prägendste. Schönen guten Abend, wir sind da in Graz. Es ist Freitag, bei euch ist gerade Montag 20 Uhr ungefähr. Also wir haben da das aufgezeichnet, weil wir die Nichten nicht jeden Montag treffen, sondern meistens am Wochenende, wenn wir mit einer auf Tour sind. Tour, ja, man vielleicht nicht, aber bei Konzerten sind. Die Nichten, der Lichti neben mir spielt die Quetschen so wie ich und singt so wie ich nicht. Und der Flo spielt Trompeten, alles andere und Bariton und singt und Percussion. und hat dieses rosarote Häschenkostüm an, dieses wunderbare. Wir spielen heute wieder mal 5 Fragen an, zum zweiten Mal, ich glaube es ist Episode 2, oder? Episode 2. Jede Band darf der anderen jeweils 5 Fragen stellen. Wir schneiden es dann zusammen, damit es kürzer wird für euch. Und ich würde sagen, die Nichten fangen an, uns Fragen zu stellen. Der Lichti fängt Okay. an, okay? Dani, Ja. wie hoch ist hoch? Wie hoch ist hoch? Also es gibt immer verschiedene Definitionen für hoch. Wenn du zum Beispiel einen Eisbären fragst, ob er über eine Schnecken hupfen kann, wird er sagen ja. Aber wenn du einen Schnecken fragst, ob er über eine Schnecken hupfen kann, dann kann sie es nicht. Deswegen sage ich, für mich ist hoch 2 Meter. Was findest du ist hoch? Das ist jetzt keine Frage. Ja, ich finde auch, also das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht und ich glaube, das werden wir einfach jetzt unterzeichnen. Also zum Beispiel für die war er jetzt hoch 2,30 Meter. Weil du bist 30 cm größer als ich. Ja? Ja. Was aber 1,90 der hupst? Ich der Hupf 1,90? Ja, was gesagt hast, 2 Meter der hupst nicht. Ja, eh nicht. Aber 1,90 der Hupf ja nicht. Ich der Hupf glaube ich nicht einmal einen Meter. Beim Hürdenlauf in der Schule war ich glaube ich wirklich der Schlechteste. Wobei ich bin Sehr immer... Hürdenlauf in der Schule Wir gemacht. haben Hürdenlauf einmal gemacht. Ja, schön, du bist unten durchgelaufen, ich hab's zusammengelaufen. Du hast sie gesprengt. So. Ja, nette Frage, danke schön. Jetzt frage ich dich was. Aber scheiße, ja bitte. Ja, also ich mache jetzt gleich das Gegending. Ihr spielt heute am Usi-Fest. Ja? Kannst du dich mit dem Usi-Fest identifizieren? Oder? Ja, natürlich. Also ich bin ja selber Student, also gewesen. Liegt jetzt eine Prüfung und hat jetzt geschafft. Jetzt Das ist ist gestern. Jetzt ist er Professor. Also quasi am Donnerstag habe ich meine letzte Prüfung Wir müssen jetzt alle immer, also im Bett muss ich jetzt immer Professor Lichti zu ihm sagen. Das ist aber schon länger so. Das habe ich immer schon wollen, weil das war so ein bisschen eine Motivation auch für mich. Gell? Dass, ich Jeder das, studiert Professor Lichti. dass der Dani immer im Bett Herr Professor sagt zu mir. Aber ist wurscht, das tut jetzt nichts zu sagen. Das ist schon wichtig. Auf jeden Fall schon, also ich finde das Usi-Fest irrsinnig geil, weil sau viel los ist und weil es irrsinnig viel Spaß macht da zum Spielen, weil einfach, ja, fette Bühne, geile Leute, alles ist da, was man braucht. Euch sieht man auch. Ja, wir sind nicht nochmal überlegen, ob wir uns dieses Tam-Tam da antun. Also übrigens, wer nicht weiß, was das Usi-Fest ist. Das Usi-Fest ist das größte Studentenfest Europas mit 22.000 Leuten. Ja, echt? Ja, das sind sau viele Leute. 22.000 Haben sie Leute. mal fast 30.000 gehabt. Ja. Also Wir das ist, spielst du nicht, oder? Ja. also das ist Aber schon... vor 22.000 Nein, Leute vor oder nein. auf der Nein, da sind, ich glaube, Keller. in der Cocktailbar. 4 oder 5 Bühnen sind und wir spielen da in dem Bereich, wo die Arbeiter, die was dort hackeln, sich die Getränke holen können. Also da spielen wir. Nein, echt? Also in der Das ist ein Spedition. Witz, oder? ja. Nein, Nein, eigentlich, ich spiel's echt durch. eigentlich ist die Austropop-Stage. ja. Oder kommen echt Leute von außen hin? Spielt da... Nein, wir spielen auf der Austropop-Stage am Tennisplatz. Also wenn du das Usi-Gelände kennst du oder? Nein. Ich habe nie Sport gemacht. Es Was gibt heißt da, USI eigentlich? Universitätssportsinstitut, glaube ich. Ja, genau. Institut. aber es ist schon ein geiles Ding, muss man sagen. Absolut. Also ihr habt es ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon gespielt. Ja, heuer das 5. Mal. Du spielst das 5. Mal bei dem Verein. Bist du wahnsinnig. Ja, komplett. Alter. Ja, und die Leute taugt das, was ihr macht, oder? Ja, schon. Kann man sich dort eigentlich auch hinstellen und theoretisch so, keine Ahnung, Choralgesänge machen und die Leute würden das trotzdem feiern, weil sie einfach viel danken?
schwer zu sagen, wir sollten mal ausprobieren. Naja, wir singen ja Loben und Preisen. Also Ja, da ja und was, na warte mal, Gegenfrage, die zählt jetzt aber nicht als Frage von uns. Was ist, wenn ihr einfach kommt und wir probieren das einfach aus? Also darf ich ein bisschen einen Choralgesang auf der Bühne machen? Ja, sicher. Ja? Kommst du? Was ist daran Choral? Das ist ein Choral, das ist Kehlkopfgesang. der Kehlkopfgesang oder so ein Choral. Ist Choral nicht das? Das ist... Nein, das ist... Also das ist wahr. I walk a lonely road. Kennst du das? Wir haben die Gregorian. Die Gregorian ist Gregorian, das war voll geil. So ein Benediktiner Männerchoral irgendwo aus England. Und das spielt einfach voll moderne Nummer. Gell? Und dann hast du immer so... Oh. Ja, absolut, das machen wir. Der Dani und der Gregor und wer noch mit für die Knackwatschen kommt, einfach aufs Usi-Fest zu uns auf die Bühne. Und der Dani zieht das Hosenkostüm auf dem Floh und wir machen Du kriegst den Blaulichthelm. Choralgesang, ja genau. Gregor setzt mit dem Blaulichthelm Ich kann auf. kein Choralgesang, oder? Wie klingt Choral? Ja, das könnt ihr ja noch üben. Das, was bis in der ihr- Kirche gesungen wird, dieses Männer... Das lerne ich dann noch. Ja, genau, wir singen vor. Ja, du bist im Himmel. Ein Fass kommt, ein Rausch geschehen. Ja, genau. Wie Birze auf der Horn. Ja, zum Beispiel. Ja. Sag, ihr seid dran. Flock, hier ist der Okay, Frage. das ist Choral. Das war jetzt die erste Frage. Das war die erste Frage von den Nichten, ja. Nein, das war von dir die erste Frage. War mir die erste, aber jetzt ist es die zweite Frage von den Nichten. Aha, ja, Frag was. ich weiß nichts. Du weißt nichts. Lass den, das ist aber zuerst. Ich lass mir noch was einfallen. Ja, passt. Ich habe eine Frage an Froggy. Jo. Du bist ja einer, der viel in der Volksmusik und so unterwegs ist. Richtig. Also einer, der viel so Kapellen spielt und du leitest, glaube ich, sogar eine Kapelle, oder? So eine Jugendkapelle. Habe ich geleitet, ich bin aber jetzt Jugendreferent geworden. Referent, also da tut man nichts mehr, gell? Da tut man nur... Da tut man nur anschaffen. Ja. Na, wie ist da der Unterschied zwischen den Nichten, die ja irgendwie ganz ein eigenes Ding machen und dem typischen Kapellending? Was ist da der Unterschied? Naja, also ich sage das aber so, das Kapellending an sich ist mein Picke, da habe ich eigentlich alles gelernt, was ich kann, Ja. sage ich mal. Und macht Spaß, braucht man gar nicht reden, aber das Bandspielen ist halt eine ganz andere Schiene von Musik. Da kann man sich viel mehr ausleben als wie in so einem 50-Mann-Bereich, sage ich jetzt einmal. Es hat so beides so seine Reize, wenn man mit den Nächten 2 Stunden spielen, zusammengerammt, ist ja so, was der nach 2 Stunden geht bis gar, das wisst ihr selber, bei der Kapellen 5, 6 Stunden oder mit dem Bläserquartett 7, 8. Mit der Bierzeitmusik, das längste, also mit der Bierzeitmusik gespielt habe, waren 14 Stunden. Was? Ja, super neu, das ist komplett gestört. Ich habe ein altes Jahr Bierzeit, da huckt ja die Bierzeitmusik auf der Bühne und die spielt halt da eben 14 Stunden. Und da hat natürlich die Bierzeitmusik hinten eine eigene Schankanlage. Die hat auf der Bühne eine eigene Schankanlage. Und unser Schlagzeuger hat bei mir Strichel gezogen, mein Rekord liegt in, da haben wir gleich 8 Stunden gespielt, in 8 Stunden bei 25 halbe Bier. It's the one and only Digo Double G. Ich glaube, nach 25 halb Bier stehen. Ja, das ist ein Ein Massenunterschied. Das ist ein eigenes Bierzeit. Ein ein lustiges bisschen leichter. Wetttrinken zwischen euch zwei. Ja, Ja, da- aber was wir machen so, ich trinke halbe und du trinkst Maß. Weil das schaut dann nämlich von der Größe wär her fair. gleich aus, muss ich sagen. Machen Ich wir's. halbe Wir setzen dich vor der Kamera einfach weiter vieren. Machen so wir's große fair. Biere haben die. Machen wir es fair. Du trinkst Zeitl und ich 5 Liter Fassel. So, jetzt hätte ich eine Frage. Ja, jetzt ist der Flo, das passt ja. Das ist jetzt die zweite Nirkenfrage sozusagen. Ne? Das vergessen. Also, nein, genau. Meine werten Herren Knackquatschen, wie ist denn das bei euch so? So das, wenn man jetzt auf Tour ist oder wenn man unterwegs ist, das Bandgefüge untereinander, wie stimmt es eigentlich ein aufs Spielen? Wie bereitet es euch vor? Wie läuft das so bei euch? Also ich glaube, ein Ritual, das wir unbewusst machen, ist das, dass wenn wir zum Auftritt hinfahren, die ersten 500 Kilometer absolut ruhig sind, da redet keiner was miteinander oder wir reden ein bisschen am Plätzchen, aber dann die letzten 10 Minuten, bevor wir dort sind, drehen die Leute komplett durch. Chaos. Also besonders der Christoph Veit, unser Trompeter, dein bester Freund, Ja!
Den hängt sie immer komplett, also der schreit, der macht dann die Fenster auf und schreit aus wie... Dass irgendwas schreit dann einfach aus. Musik wird auftrat, er schreit einfach immer irgendwas aus. Das ist so ein Ritual, das wir machen. Aber vor dem Auftritt, haben wir ein Ritual. Ja, das mit dem Schreien ist schon. Ja, ein High Five gibt es immer vom Gig. Echt? Für jeden, Cool. von jedem, ja. Wow. Wir haben auch einmal so was irgendwas haben wir geschrien. Ja, hurra die Gams! haben wir. Hurra die Gams! So ein Plätzchen. Ist das so geil, oder? Das ist schön. Und irgendwann haben wir gesagt, irgendwie ist das nicht so cool. Ja, weil es erstens irgendwie so Hurra die Gams ist, da identifizieren wir uns jetzt auch nicht so wirklich. Wir sind keine Games. Und wir sind nicht fröhlich. Hurra, die Menschen, da funktioniert. Ja, wäre viel. Oder oh mein Gott, Menschen wäre viel lustiger. So in die Oh mein Richtung. Gott, Menschen, oh mein Gott, Menschen, oh mein Gott, Menschen. Menschen, ja. Aber wie bereiten wir uns sonst vor? Wirklich vorbereiten? Also Ja, ist, einspülen, also die Bläser spielen sich immer ein wie die Wilden, brauchen immer einen eigenen Raum oder irgendwas wo im Freien. Der Bertel, das schreit auch irgendwas herum. Ja, Du hast auch ab und zu ein Bass spielen oder ein bisschen Bass schreien, spielen. ja. Der Bernie spielt die ganze Zeit auf seinem, wie nennt man das? Drumpad oder so irgendwie. Drumpad Also herum. nicht auf der Trumpet, sondern am Drumpad. Also er dreht einfach auf die Trompeten vom Chris ein. Warum hat das so viel töten? Warum ist die ganze Zeit das? Ihr hasst ja die Nirchten, so habe ich nämlich schon immer so gefragt. Habt ihr eigentlich schon irgendwann einmal einen Auftritt wirklich Nircht gespielt? Und wenn ja, wie war der? Also, du meinst jetzt, dass wir den ganzen Abend nicht waren, oder dass wir gespielt haben nicht? Beides. Ja, Nein, man macht wirklich so, den ganzen Abend. Also ihr seid dorthin und seid einfach Licht geblieben. Ja? Ja, Also ihr seid euren Namen gerecht geworden. ja, also schon hin und, also da muss ich mich fast ein bisschen rausnehmen, weil ich teilweise wirklich nicht bleibe, weil ich halt das Auto fahre. Ja. Ich fahre halt mit dem Auto oft, aber ich sag so, dass die ganze Mannschaft einmal nicht, komplett bis zum Schluss. bis du das geht sich nicht aus, ne? Wohl, einmal beim Donauinselfest. Da waren Ja, wir, aber das war ein Gig, wo wir dann gleich wieder zu einem anderen Gig gefahren wo wir uns sind. komplett weg. Das war einer, da haben wir nicht raus können. Aber es zählt, muss ich sagen. Ja, dann war es dann Schäflo. Ja, Das war dann in dem Fall Donauinselfest 2015, 14. Das ist wirklich das ewig war her. halt auch stattfindet, ja. Ja. Habt ihr euch beim Vieh nicht hochgearbeitet, dass Bayern wieder spielen? Nein, leider. Schade eigentlich. Weil, wie sind die Menschenrechtsbühne? Habt ihr Menschenrechte? Nein. Nicht Menschenrechtsbühne? Nein, FM4 bin ich. Das haben wir uns selber erarbeitet. Das haben wir uns nicht beim Bank wir haben das Contest nicht am erst Spiel laufen müssen. Wir haben das selber erarbeitet. Ihr habt auf der FM4-Bühne am Ja. Donauinselfest. Ja, weil wir uns beim Band Aber halt um 2 Nachmittag, da waren die Standeln noch nicht einmal offen. Waren Leute. Ja, die Kieberer sind gerade zum Dienst gegangen. Das heißt, 70 Kieberer sind gerade in die Arbeit gegangen. Und die Rettungsdienste. Und die, sind auch genau, vorbeigegangen, die haben da gerade quasi Dienstbeginn gehabt. Die sind da zufällig vorbeigegangen und haben da kurz gewartet und haben sich den Scheiß von Aber uns es war angeschaut. dafür eine fette Bühne Ja. und es war eine geile Probe für einen Gig auf die Nacht. Habt ihr auf die Nacht gespielt? Absolut, im Lierzen war das, gell? Bei einer Musiknacht. Oder Musiknacht in Ihr Lierzen. seid dann wirklich von Wien noch nach Lierzen gefahren. Das Ja. ist jetzt auch nicht ums Eck, muss man sagen. Ja, es war am Vortag waren wir Usi-Fest, Genau. dann sind wir nach Wien gefahren und da waren wir eben bei dem Gig, wo wir... Wobei, das kann man gar nicht zählen. Wohl, da waren wir nicht. Nein, da waren wir sicher nicht nicht, wenn wir am Vortag ein Musikfest gespielt haben. Das haben wir sicher nicht nicht. Ja, aber Ich war ungefähr 1,5 Promille in der Stunde. Ich war nicht. Restfett gilt schon als Licht. Okay, passt. Na, dann war das Usi-Fest, dann nageln wir das jetzt fest, dann war das Donauinselfest 2014, wo wir nicht waren. Da Weil du muss, nicht, ich, weil du aus der Brunne gefahren. da muss ich übrigens eine kleine Anekdote einschmeißen, weil wir gesagt haben, weil Restfett ist nicht. Nein, dann spule ich das ganz schnell vor und mache so Benny Hill Musik. Ja, genau. Ja, voll, das ist geil. Das ist geil. Ja, Also, nächste Frage. Entschuldigung, jetzt bin ich jetzt bei unserer nächsten Wow. Frage. Nein, Nicht war ja, ich jetzt dran. ich hätte eine Frage. Ja, bitte. Was ist eure liebste Nichtennummer? Oh, das ist leicht. Ja, Jetzt das kennen ist- sie es, das jetzt ist kennen wirklich sie leicht. keine. Nein, das ist wirklich leicht. Wie heißt sie? Weiße Nein, Zähne. nein, nicht Das Schein, ist- nein, nein. Weiße
So, ja, nein, das mag ich nicht. Weißes Gewand. Ein mittelweißen Gewand. Ja, Mit dem okay. weißen Gewand. Nicht Nein, weiße ich mag Zähne. schöne weiße Zähne am liebsten. Weil ich mag diese schöne weiße, diesen Joke. Die sind auch schöne weiße Zähne. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. helfen gar nichts. Ja, das ist geil. Ja. Also der hat mich damals, wie wir das erste Mal zusammengespielt haben, eine Anekdote. In Crossloming, Na klar, Klarloming, ja, da haben wir uns noch nicht kennt und es hat aber immer geheißen, weil der Peter ist ja unser einer Booker, dass wir da mit zusammen was machen und ja, da haben wir schon feste Garde gehabt, muss man sagen. Ja, ihr seid so leider dahin gewesen. Ja stimmt, wir haben erfahren jetzt. Ja, wir haben uns zwar da nicht unterhalten, aber das war wahrscheinlich eh nicht schlecht, dass wir da nur uns kurz einmal gesehen Kannst haben. beim ersten Treffen schon viel anfallen. Das geht Ey, Aber mir ist so eins sehr unangenehm aufgefallen. Die Knackis sind eigentlich immer dahin. immer. Ja, schon. ja, außer wenn sie auf Urlaub kommen, dann bleiben sie. Das ist mir auch ungut aufgefallen, muss ich sagen. Nein, aber dieses mit dem weißen Gewand, das ist echt eine super Scheibe. Das ist ja einer der wenigen das Nummern. haben wir eher eine der wenigen Nummern, die ernsthaft ist. Ja. Ja, und? Nein, Ja, stimmt. Ja, schon. Wohl, es ist Aber schon die kann eigentlich. wirklich. Also Ach so, ja. meistens habe ich immer irgendeinen Schmäh drin, einen Twist oder Genau, sonst ja. irgendwas, aber da ist einfach straight eine Aussage. Ja. Das kann halt fast eine Nummer von Knackwatschen sein. Ich wäre ja überhaupt einmal der Meinung, dass wir mal was cross-covern. Dass wir einfach eine Nummer für euch fix ins Programm aufnehmen und dass ihr eine Nummer für uns fix ins Programm ein aufnehmt. Crosscover Dann Contest. nehmen, Ja, voll. dann nehmen wir sicher mit dem Ja, weißen Gewand. sowieso, wegen die Bläser, das tat sich halt gut. Ja, ich würd gerne in Alter Seer spielen. Ja, nein, die halten wir schon selber. Okay. Was die wären. Die haben wir selber geflattert. Aber du, ich mache jetzt eine perfekte Überleitung, weil das Frage war echt cool. Ich gebe das einfach um mich weiter. Ja? Was ist euer liebste Knackwatschen-Nummer? Ja, ich mag die Nummer, also und vor allem ich mag genau das eine Lied dort gespielt. Jetzt fällt es mir auch nicht ein. Scheiße. Wie heißt das nochmal schnell? Wo der Chris dieses epische Trompetensolo spielt. Regentag? Regentag. Und das im BPC voriges Jahr bei eurer Album-Release-Show im BPC. Das haben wir uns dann nach dem Gig dann beim Chris daheim nochmal angehört und ich habe am ganzen Körper eine Ganzelhaut gekriegt. Weil das war so fett, das war so geil, das war so genial einfach. Und die Nummer mit dem Solo an dem Tag, das ist mein absoluter Vollfavorit. Und ja, und so mag ich die Dings viel gern. Wo es da so durch die Generationen durch die 50er Jahre, 60er Jahre. Ach so, gute alte Zeit. Gute alte Zeit, ja. Ja. Du hättest gern mitgespielt in dem Video, gell? Ja. Was hättest du denn da genommen? Ich wäre gern der Indianer gewesen. Ja, Was ist deine Lieblingsnummer von Mein Knackwatschen? Favorite ist von Anfang an die gute alte Zeit. Also die taugt mir am meisten. Die ist, wie ich noch einen CD-Player im Auto gehabt habe, bei mir auf und nieder gelaufen. Weil wir so einen Zusammenschnitt gehabt von Millions, Nichten, Knackes. So eine CD gehabt. Jetzt habe ich leider nur noch ein Kassettenradio. Aber der ist, muss sagen, der ist Gold wert, weil es ist ein originaler BMW-Radio in einem originalen 320er BMW. 95er war ja nicht, gell? Aber die gute alte Zeit. Bitte, gell? Und was mich heute fragen, dann kann ich sagen, dass ich gar nichts bereue. Nicht eine Minute, nicht ein Tag davon. Das sind die Nichten, Das sind die Knackes. wir sind die Knackwatschen. Schönen Abend. Schönen Montagabend. Es war 5 Fragen an mit dem wahrscheinlich unnüchternsten Nichten, die ihr kennt. Mit den Nichtetsten zum Nee, also mit den Moment. Nichtetsten Moment. Wie geht es in dem anderen Lied? Wir sind Die Nichten, Die aber Nichten. nur 5 Minuten lang. Genau. 5 Minuten. Dann Genauso wird es jetzt auch sein, wir gehen jetzt ein Bier trinken und zum Ossi-Fest. Ich gehe nicht zum Musikfest. Du gehst mit, es kriegst Schläge. Und du auch. Ich gehe nicht mit, aber der Manni geht mit. Aber du auch. Und du auch. Und du auch. Ja, okay, passt. Auf zum Ossi-Fest. 21.000 Leute. Ja. Ja, gell.